Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew und ich habe ja in meinem ersten Video, wo ich über Liberation und Piazza gesagt dass ich mit Liberation einfach wirklich nicht klarkomme. Ich habe es jetzt mit dem Tipps und Tricks auch noch einmal erwähnt und so ein bisschen zum Symbolisieren, wenn ich das meine, habe ich ja gesagt, es ist unmöglich, da irgendeinen AC zu schaffen und so. Und ja, es ist tatsächlich passiert, ich habe eine geschafft, ich bin nicht unbedingt stolz drauf, weil es ja nicht wahnsinnig war und vor allem seht ihr dann auch, wenn der Heli da oben ist, dann bin ich nicht mehr ganz so offensiv dran, weil ich habe es gestern schon fast geschafft und bin dann auch noch dumm gestorben. Darum zieht nichts rein, es ist nichts Spektakuläres, aber zeigt doch gut, wie ich mit dieser Map Mühe habe und wie es für mich schwierig ist, eigentlich herauszufinden, wo die Gegner sind und von wo das man angegriffen ist. Keine Ahnung, aber ich komme mit dem Teil wirklich nicht so klar. Aber das hält mich nicht davon ab, hier trotzdem ein bisschen zu zocken und zu probieren, weiterhin ein bisschen zu üben. Und ihr seht, hier haben wir eigentlich zwei spezielle AC-Klassen gemacht. Eine ist mit der ACR, Schalldämpfer, Strela, Blind Eye, Assassin und Dead Silence. Aha. Also richtig der Faggot Way. Aber was willst du machen? So erhöht man seine Chancen zum Glück ein bisschen. Und die zweite Klasse ist mit der PP 90 M1 Schalldämpfer, Schnellfeuer, Extreme Conditioning, auch Assassin und glaube ich auch Dead Silence. Also, und jetzt seht ihr, jetzt habt ihr schön gesehen, so wieder mal so eine FMG-Faggot rum. Ein Splitscreener natürlich. Fickt mich jetzt hier richtig bekloppt, Mann. Gut, das war so eine UAP-Knarre, okay. Haben wir gerade schön in die Ecke gehockt und ich bin dumm reingelaufen. Und ihr seht jetzt hier den starken Spawn. Ich bin jetzt schon mehrmals hier gespawnt und es zeigt eigentlich gut, wie es abläuft. Ich meine, hallo, wir haben jetzt C und das B und wir spawnen zwar relativ weit vorne, was geil ist, aber auf der anderen Seite unter dieser Brücke, das ist einfach ein Todesfall zum Teil, wirklich. Also, und jetzt ja, am Anfang probiere ich es halt mit der ACR, weil ich denke, ah nein, da habe ich gar nicht Dead Silence drauf natürlich, sondern Marksman. Easy. Probiere es mit der, da bin ich gerade kurz verführt gewesen, FMG, Akimbo aufzunehmen, aber dann habe ich gedacht, nein, das lassen wir. Habe es mit der ACR eben probiert, weil ich gedacht habe, es geht um grössere Distanzen und so. Aber schalte dann auch um wegen dieser hohen FMG-Fotzen. Also, da ist wieder der starke Spawn. Ihr seht es. Und jetzt müsst ihr schauen, da ist so eine Fotze im Ecke und jetzt müsst ihr schauen, oben dran probiert so eine Sau effektiv in den Fels reinzuglitschen. Also das hat sich schon stark bemerkbar gemacht. Ich weiss eben nicht genau, was es braucht, aber ich würde es glaube ich auch nicht sagen, weil ich finde, so Informationen sollte man eigentlich nicht verteilen. Ich habe euch das gezeigt, damit dass ihr weder auf dieser Map seid, euch dem bewusst seid, aber es geht nicht darum, dass man weiss, wie man das machen kann, weil scheiß auf die Schwuchteln, die dort reingehen, Mann, was soll das sein? Klar kann man jetzt wieder sagen, ja sorry, wenn es im Spiel möglich ist, wieso soll man die Spieler beschuldigen, aber auf der anderen Seite überlegt euch mal aus einer anderen Perspektive, wie schwul ist das in einen Fels reinzuhocken, wo man auch unsichtbar ist, ich meine, hallo, okay, also, mal schnell ein Hägeli hier abgeschossen, geschwind spienzeln, wo auch der Typ ist, der ist ganz im Ecke gehockt, aber zum Glück hat ihn gerade ein Kollege abkassiert, also das passt gut. Und ihr seht, ich bin da immer so ein bisschen in diesem Untergrundbereich unterwegs, das ist zwar auch immer ein heißer, aber der mit der FMG zieht da immer hinten durch, jetzt glaube ich, jetzt sieht man ihn gerade wieder und bekomme ich wieder aufs Maul. Ja, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr auf den Kopf schießen und jetzt hat es Waffenwechsel gegeben. Die Sau geht fertig machen. Und ich muss sagen, mit der PP90 M1 und Schnellfeuer drauf, hat man schon gerade ein kleines Schässeli gegen die Schwuchteln mit den Akimbo-Waffen, vor allem mit den FMGs. Also, probiert mal ein bisschen aus. Ich weiss, und ich spiele selber auch mit der MP7 sehr viel. Im Moment brauchen, keine Ahnung, mehr als 50% der Spieler die. Aber sie ist halt auch gut. Aber sie ist nicht in dem Sinn gut, dass sie hoch überpowered ist in meinen Augen, sondern sie hat halt einfach ihre Stärken. Und wenn man die gut anwenden kann, ist man mit dem fast nicht vorhandenen Rückstoß, den sie hat, und dem grossen Magazin halt schon sehr gut unterwegs. Okay. Zurück zum Gameplay. Ihr habt gesehen, ich habe doch etwas eingenommen und so. Ja, auch Teamspieler. Ich sehe hier einen.
Hey nein, verschissen, das Magazin durch, allein geschossen, jetzt hockt die Schwuchtel durch. Jetzt nicht auf die Führersäcke, sonst bin ich tot. Sehr gut, du hast schnell mal die Waffe aufgenommen von diesem Typ, dort ist noch einer gekommen. Aber sieht ganz aus, als wäre abkassiert wieder mal so ein FMG-Schwuchtelmann. Gibt's ja nicht. Und jetzt habe ich gedacht, ja, eigentlich könnte ich jetzt das A sauber reinnehmen, aber auf der anderen Seite wollte ich sie lieber schnell ein bisschen herlocken. Und ihr seht, ich habe noch Predator am Start, versuche mit der gerade mein Heli zu bekommen, Standardtaktik. Und da ist es halt immer ein bisschen leid, weil ich weiss auch nicht, wo genau dass ich durch die Bäume durch schiessen kann und wo nicht. Darum, auf Liberation gibt es bei mir leider schon noch ab und zu kein Kill mit dem Predator, wegen diesen ganzen Bäumen. Naja, anyway. Also, jetzt sind wir hier wieder ein bisschen unsicher, es sieht so aus, jawohl, da vorne ist ein Snippler. Gehen wir schnell mal den letzten Kill holen für einen Heli. So, der Lee. Ja. Aber eben, ich finde, die MP7 ist nicht wirklich, ist nicht überpowered, weil es ist halt immer noch eine Maschinenpistole, die doch auch ihre Nachteile hat, vor allem gerade wenn man gegen die Leute mit dem Sturmgewehr antritt, merkt man selber schon, dass man schneller am Boden liegt. Und da habe ich mir jetzt noch einen Point Streak holen. Jawohl. Jetzt braucht es nur noch 2 für die AC. Ihr wisst ja schon, es langt. Und darum schleiche ich hier jetzt noch ein bisschen hinten rum. Einerseits, um nicht dumm zu sterben, und andererseits, weil sie wirklich zum Teil überall sein können. Vor allem ziehen sie jetzt sind sie voll dominiert. Das bedeutet, sie können eigentlich überall spawnen. So eine hohe Shit. Es ist aber sehr nachteilig, wenn man alle 3 einnimmt. Aber das gegnerische Team ist auch nicht sonderlich gut gewesen. Da haben wir sie. Und jetzt führen wir doch gerade mit dem Angel of Death, wie er den Mark of J nennt, anfangen reinflöteln. Und ja, der läuft gut hier. Das muss ich also schon sagen. Also es ist ein absolut erstrebenswerter Killstreak auf dieser Map, weil auch wenn sie sich näher hier in dieser Kille und im unteren Bereich aufhalten, man kann doch relativ schön abglöckeln hier und die Spästels hier mal richtig massieren. Vor allem, wenn sie hier näher beim C ständig probieren, in diesen Stein reinzukommen, die steinblöden Siechen. Ja, da hat man noch einen schönen Überblick von der Map, wenn ich ganz rausgezoomt habe. Seht hier rechts ist ein richtig grosser See noch. Es wäre noch geil, wenn man irgendwann auch mal ein bisschen durchs Wasser zischen könnte, so wie im Battlefield. Aber das wird vielleicht wieder gewisse neue Glitchen an den Tag führen und darum die Erwartungen lieber nicht zu hoch stecken. Der David Vanderhart, der ja bei Treyarch tätig ist, er hat das letzte Mal erzählt, dass er eben Second Chance, Last Stand, die ganzen hohen Faggots auch nicht unbedingt sehr gern sieht. Und darum, so wie die Schwuchteln hier, und darum ist die Chance eigentlich noch gross. Jetzt hat er gesehen, das ist glaube ich der, den ich gefickt habe. Jetzt fick ich ihn nochmal, geh schnell hinterher, schauen, ob er durchspawnt. Nein, ist gut. Dreh mich um. Und er ist trotzdem durchgespawnt. Zieht nach das rein. Es ist einfach ein bisschen Frechheit. Klar, ich habe mich auch ein bisschen dumm angestellt, das ist sicher keine Frage. Ich hätte noch kurz dort verweilen. Aber ja, alle diese Ideen mit den Spawns, damit es viel Action gibt, schön nahe beieinander. Es gibt einfach auch seine Grenzen. Und wie gesagt, Liberation ist einfach ein richtiger Nuttensohn mit seinen Spawns. Also, scheiß auf die Map. Anyway, es ist trotzdem möglich, wenn man dumme Gegner hat, was hier ganz klar der Fall war. Und ein bisschen Schwein hat, ein bisschen defensiv spielt, ist es schon möglich, sich die AC zu holen. Hoffen, hat euch gefallen. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine gute Score auf dieser Map. Judy Hui. Schön oben zusammen.